Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Illusion of Time of Pansy und ich habe den falschen Knopf gehabt zum Drücker. Das ist natürlich nicht so gut. Autsch. Oh, der Pfeil bleibt auch drin, wie es aussieht. Nicht so gut. Und der Willi mit seinen Schenkel aus Eiser landet hier volle Wumme die ganze chinesische Mauer entlang. Au, oh, feste Platte. Das muss richtig wehtun. Aber hier haben wir wirklich diese Terrakotta-Krieger jetzt. Aber manche von denen sind nicht so ganz, wie sie scheinen, glaube ich. Ja, der zum Beispiel. Soll einfach nur freundlich darauf hinweisen, dass sowas öfters mal vorkommen könnte. Aber wir haben ja glücklicherweise immer noch hier unseren Radar, sodass wir die Leute definitiv ausmachen können. Hörst du auf? Ja, bisher hat man ja auch keine große Auswahl an Gegnern, nur diese Flemlis und die chinesische Soldatenstatuen. Und Schlange sollen hier angeblich auch noch sein. Und hier gibt's ein rotes Juwel. Okay. Ist arge Nummer. Und hier jede Menge lustige Flammer. Gut. Au. Oh je. Ich glaube, ich brauche dringend... Ah, das sind die Schlangen. Von denen die Leute gesprochen haben im Dorf oder in der Stadt. Wobei eigentlich von Städte kann man hier wirklich nie reden. Eigentlich sind sie immer Dörfer, die wir besucht haben. Bis auf Phrygia, wie man auch immer die Stadt nennen mag. Aber Dova, ja, das war eigentlich wirklich die einzige Stadt, die wir so getroffen haben. Ja, Schlangen sind hier definitiv böse. Oh, wir sollten nicht in die Flammerei kommen. Hoppala. Das könnte uns sehr schnell das Leben kosten. Okay, gerade nur Lucky machen. Heilkräuterhämmer Emol. Ja, sollte man vielleicht nehmen. Mit dem Willi haben wir leider auch die schlechteste Verteidigung. Sollte man auch dazu sagen. Wären wir jetzt der freie Daniel, hätten wir hier gleich ein bisschen bessere Verteidigung. Oh, du nicht. So. Okay. Das Ding lassen wir jetzt erstmal sein, weil das ist der richtige Weg, denn der Lanzerich gegangen ist. Du gehst nämlich zum Knopf. Ich will gerade einfach nochmal in der andere Dingerei gucken, ne, dass du irgendwo ein Gegner rumlungert, den wir nicht sehen. So, da haben wir ja schon gesehen, dass du nichts ist. Okay. Und das verschwindet dann, glaube ich, wenn wir einen Knopf drücken. So, das heißt, wir gehen jetzt so hier. Kleines Stäffeld. Das ist ein Date von einer Rakete, die der Lance für Lily Arc fertigt hat. Ich habe das Steh aufgehoben. Guter Bu. So, da wird jetzt das Seelchen freigesetzt. Wie das halt so üblich ist, wenn man einen Schalter drückt, werden halt immer Seele betätigt und die haben schon auf uns A gelegt und waren eigentlich schon längst bereit, auf uns hier zu feuern, die Knabe. Aber wir waren schneller und besser. Tja, so wie du wohl gedacht hast, du könntest hier was reißen, ne, du Knetkopf. Okay, Endgegner erwarten uns nach wie vor hier. Und es ist mal wieder hier der berühmte chinesische einäugige Flammerich. Wie das so berühmt für China ist und die chinesische Mauer. Okay, dafür haben wir jetzt wieder unseren dritten Knubbel ohne in der Leiste ganz voll gemacht kriegt. Wart! Motto. Suchst du noch, Lance? Ich begleite dich. Ich begebe mich in der Dash-Willi wie in Mu. Jetzt lass uns mal weiter losziehen. Ja, das Spielchen kennen wir ja schon. In Mu war sie ja auch einfach nur hin und dran. Du sollte man noch nicht hier rennen. Erstmal du hier. So. Ah, dich können wir natürlich auch hier lustig fertig machen vorher. Und dann noch dein kleines Kristallchen zu uns ziehen. Und was ist hier drin? Heilkräuter. Sehr schön. Also das wundert mich dann wiederum nicht, dass man das an der chinesischen Mauer findet. Ja, da bräuchten wir jetzt der freie Daniel dafür, dass der das runterschießen kann. Aber jetzt geht's dann hier lang. Hussa. Wupf, halt. Immer mal langsam mit der junge Geil hier. Erstmal will ich mich hier gründlich umgucken. Und die können wir ruhig ihr Pfeilsalve hier abschießen. Natürlich bitte nicht in meinen Kopf. Das wäre ganz nett, wenn der Pfeil nicht in meinem Kopf landet. Aber man kann ja leider nicht alles haben.
Ah, okay. Dafür war das also gedacht. Na gut, jetzt wissen wir das auch wenigstens. Das heißt, ja, wir können jetzt hier getrost drüber springen. Oh nein! Mach doch sowas nicht. Naja, A-Halter gekannt hat er jetzt leider nicht. Ich habe da immer, nachdem ich diese längere Zeit nämlich gespielt habe, habe ich immer so ein bisschen Schiss, dass er die Ausfahrt verpasst. Scheiße. Tja, 19 Gegner haben wir hier noch, die auf uns warten. Aber dazu dann wahrscheinlich erst später, wenn wir die Kraft dann dafür haben. Lauert hier aber irgendwas? Nö, da geht's einfach nur weiter. Na gut, dann hier. Hier ist anscheinend... Hey, nein! Los, los! Los, los! Böse Schlange! Böse Schlange! Los, los! Los, los! Okay, das musste natürlich immer als Vorführeffekt passieren. Irgendwie klar. Und da weiß ich, dass ich hier in etwa runterspringen muss. Dass was passiert. Ja. Uiuiuiuiui, da haben wir aber genug vor uns hier, wie es aussieht, an Stockwerke. Und irgendwo dazwischen war das Sphäre-Portal. Also Heilung ist schon in fast greifbarer Nähe für uns. Gut, von da kommen wir. Jetzt gehen wir dann erstmal hier wieder hoch. Uiuiui. Und da geht's, glaube ich, zum... Nee, doch nicht. Okay, dann halt nicht. Dann müssen wir wohl doch wieder da hoch. Alter Falter. Ja, wir sollten uns weiter links halten dann. Und hier geht's auch noch wohin. Also erst immer die Gegner fertig machen, bin ich doch sehr stark dafür. Damit wir dann uns später nur noch von unserer eigenen Dummheit enttäuschen lassen können und nicht nur von der Feinde. So, jetzt gucken wir da mal. Ja. Fast. Hier. Genau, dann kommen wir hier durch. Zu 2 belebte Statuen. Und dann sollten wir uns eher links halten, nach dem, was ich bisher so gesehen habe. Ah, sehr schön. Dafür kriegen wir jetzt unseren Abwehrboost. Und das könnte, könnte der Weg sein zu einem Sphäre-Portal. Wenn wir uns hier weiter in dem Bereich halten. Nee, das war etwas zu weit links. Okay. Es muss hier so in dem Gebiet bleiben. Ja, ich habe jetzt genug Zeit, um hier Zielwasser zu saufen und falsch zu liegen. So, dann probieren wir es doch mal glatt hier aus. Und... ja, es reicht. Sehr gut, das hat ausgereicht. Und hier kriegen wir schon unsere Kraft, die wir sehnsüchtig erwartet haben. Da kann ich ja noch einen Schluck Eistee trinken. Spin Dash Kraft kann jetzt verwendet werden. Ja, der Drehprügler, alles klar. Nur der Willi kann der Drehprügler benutzen. Fegt der Gegner wie ein Wirbelwind durch die Lüfte und nutzt den Rückstoß, um Hügel zu erklimmen. Drückt bei der Attacke die L und R-Knöpfe für Power. Okay, das müssen wir erstmal lernen. Ich glaube, das war so. Und dann so. Ja, und dann... oh, Jesus, das wird lustig. Das muss ich wirklich erst noch lernen. Da muss ich erstmal hier, glaube ich, voll aufladen. So war das. Und dann so und dann gib ihm, ja. Ach du Scheiße, das wird lustig. Ich habe immer noch vom Chrono Trigger die Tastenbelegung tatsächlich auf dem... auf der Tastatur. L-Taste ist für L und R-Taste für R. Das kann lustig werden. Okay, dann gehen wir auch nochmal hier weiter. 12 Gegner, nee, Quatsch. Bevor wir hier weitergehen, gehen wir erst noch einen Schritt zurück. Da war nämlich noch mehr. Da waren noch, Quatsch. Da waren noch mehr Gegner, genau. Also. Und... ja, genau, so machen wir das. Puh. Also es ist definitiv nicht so einfach, die Kraft zu verwenden, aber wir brauchen die auf jeden Fall.
Ich will sie im Kampf eigentlich nicht verwenden, weil sie vom Drücke her wirklich zu aufwendig ist. Anders kann man es gar nicht nennen. Da können wir jetzt auch nochmal hier runter. Das ist einfach meiner Meinung nach und meinem Geschmack noch viel zu viel Trara, den wir dort drücken müssen. Deswegen verwende ich das im Kampf eigentlich gar nicht, wenn möglich. Ah, jetzt habe ich vergessen, bei dem Sphäre-Portal zu speichern, ich Depp. Und auch mich aufzuladen. Naja, das wird schon irgendwie hinhauen. Hänschen bisher eigentlich auch ganz gut gepackt. Und zur Not habe ich hier immer noch mal Heilkräuterlin. Okay. Ah, ich muss mal ganz kurz mal Ohrkratzer. Ach, Entschuldigung. Unterm Kopfhörer ist das ganz schwer zu erreichen. Und es hat mich gerade so abartig gejuckt hier, dass ich nicht anders konnte, als jetzt nochmal zu Kratzer. Es hat dermaßen gejuckt. Okay. So. Gut, dann holen wir das erstmal hierher. Hier dürfen wir jetzt auch alles erledigt haben. Oh Mann, das ist als schlimm, wenn es so juckt, wo man nur schwer dran kommt beim Kratzer. Und so, perfekt. Gut. Au. Du schießt mir einer ins Kreuz, wie es aussieht. Und der Hansel ist es. Naja, jetzt ist er tot. Gut, da haben wir jetzt auch noch Lebensenergie gekriegt. Das ist doch perfekt. Dann müssen wir uns gar nicht erst heilen. Aber neue Knubbel haben wir dazu auch noch gekriegt. Das ist natürlich immer praktisch. Und hier können wir uns in eine freie Daniel verwandeln, so wie es aussieht. Naja. Ob wir das brauchen? Ich glaube, das brauchen wir gar nicht, oder? Ich bin mir gerade echt nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Aber hier haben wir alle... Ach, scheiß drauf. Dann machen wir das halt. Ich glaube, für die Endgegner hier, für diese Sandwürmer, das wurde uns ja schon in Warterm ja gesagt, dass, oder beziehungsweise im Dorf wurde es uns schon gesagt, dass ich den Namen vermeide. Ich hasse es, wenn ich Sarah nicht sicher bin, wie man es ausspricht und mich dann zum Aff mache, indem ich es falsch ausspreche. Ja, wie gesagt, in der Stadt haben sie uns ja schon von den Würmer erzählt. Die sind hier der Boss, die Bossgegner. Und joa. Mit den Biester müssen wir uns danach anlegen. Und ich glaube, die sind tatsächlich so die einzigste Gegner. Autsch, das war nicht so gut. Nochmal. Die sind tatsächlich der einzigste Bossgegner, mit denen man sich als Will anlegen muss. Glaube ich zumindest. Bei der Vampire habe ich es auch lange Zeit gedacht, bis ich mal gemerkt habe, Moment. Mit geschicktem Hin- und Herrennen kann man durchaus auch als Freedan gegen die kämpfen. Was dann schon immens was gebraucht hat. Ah, stimmt, dafür brauche ich die freie Daniel. Okay, so war das gedacht. Mitgedacht hab, clever war bin. Und noch einer. An dunkle Kraft kann Freedan ja auch nicht großartig mehr als den Energieball. So, da. Aber der Energieball an sich ist schon praktisch genug. Ja, komm schon. Oh, dann kriegen wir, glaube ich, nicht den Kristall. Schade. Ach du liebe Zeit. Na gut, da müssen wir wohl einen Pfeil in Kauf nehmen. Ja, okay. Den Endekristall von dem Feuerkopf kriegen wir leider nicht weg. Moment, wie sieht's denn hier aus? Ja, das sind 8 Gegner. So rum, ja. Nee. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Warte mal. Nee, das war nicht gut. Das war nicht gut und klug. Noch einmal. Ändern die sich jetzt wieder? Nee. Das war nicht so klug. So. Dann muss ich das anders machen. So rum. Dann können wir dich nämlich in die Nische prügeln, genauso wie dich. Wie dich vor allem, aha. Und dich holen wir dann hierher.
Und machen ähnlich lustige Sachen. So. Aber ich glaube, das bringt eh nichts mehr, weil man die zum Schluss sowieso mit dem Knopfdruck alle wiederbelebt, die Viecher. Du kommst so her, dann können wir dich in die Nische reinkloppen. Und du, ja, beleben wir euch doch einfach mal, ne? Das macht's einfacher. Au. Glücklicherweise habe ich eine Rüstung A als freier Daniel. So. Warte mal, halte mal Gaul A. 3 Gegner, das werden gerade die Hansel da hinten noch sein, die stehen. Ja, ihr seid auch lebendig. Natürlich. Au. Der Mantel war teuer, du Mistkerl. So, jetzt aber. Gut, du vergisst nochmal einen Angriffsboost. Finde ich immer gut. Perfekt, dann holen wir dich noch her. Bei 4 Leben sind wir mittlerweile wieder. Das ist echt gut. Okay. So, dafür haben wir hier auf jeden Fall den Freedan gebraucht. Dummkopf. Voll in die Fallerei gerannt, vor lauter nicht erwarten können. Okay, ich glaube, als nächstes müssen wir uns danach wieder in die Willi verwandeln und dann erwarten uns wieder genau solche Dinger hier. Okay. Erstmal die Schlange. Die Schlange können uns gefährlich werden. Die schießen ja einfach nur in eine Richtung, wo sie uns nicht gefährlich werden können. Gut. Gut, jetzt ihr. Zu dem anderen links komme ich auch noch. Da war ich etwas zu langsam. Und zu dir komme ich gleich. Gewitterleid. Ich kann mich manchmal darstellen wie der allerletzte Mensch auf der Welt. So. Geht doch. Okay, dann du. Und du kommst auch noch dran. So, vor dir kann ich mich auch relativ gut verstecken. Der bewegt sich wenigstens noch. Puh, der ging ja haarscharf über den Scheitel hier. Und es lungern noch 6 Viecher hier rum. Alla hopp. Dann nichts wie runter. Oh. Die kann man, glaube ich, unterscheiden, weil die haben Lehrerare und die Hennare. So kann man die, glaube ich, von der eigentlichen Statue unterscheiden. Genauso wie die gucken mich hier an. Und der guckt noch unten. Aber nur, dass das einmal so noch seht. Nee, hier sind die echt nicht eingezeichnet. Okay, ich habe echt schwören können, dass die eingezeichnet werden, die Typen. Na gut, dann halt nicht. Okay, 3 Gegner sind es allerdings noch. Ich hoffe, ihr seid es, die letzte Gegner. Genau, nur noch 2. Aber hier sind sie eingezeichnet. Moment. Genau. Da sind sie doch eingezeichnet. Habe ich es doch gewusst, da war ich wahrscheinlich mit meinem Symbol drüber gestanden bei dem anderen Gegner, den ich vorführen wollte. Und da ist der letzte Hansel. Sozusagen The Last Samurai. Oh, war der schlecht. Gut, Tom Cruise hätte es in dem Fall auch wirklich verdient. Das war ja wirklich hundsmiserabel. So, dafür ist jetzt auch nochmal spontan hier was entstanden. Vor allem, weil der Film in der Meiji-Zeit spielt und diese eigentlichen Ereignisse von einem Europäer, der zum Samurai wird, William Adams hieß er, glaube ich, wird ja auch in Shogun behandelt. Allerdings tritt er da als John Blackthorne auf. Ja, einfach mal 250 Jahre später angesiedelt, nachdem die Amis dann tatsächlich mal Kontakt mit Japan geknüpft haben, nachdem dann die Edo-Periode geendet hat, noch fast 250 Jahre lang im Friede, und die Amis dann im 19. Jahrhundert die Meiji-Restauration mehr oder weniger erzwungen haben und dadurch dann Japan endgültig im Westen geöffnet wurde. Aber jo, kann man ja einfach mal 250 Jahre verlagern. Also der Film The Last Samurai, der war hundsmiserabel. Und Tom Cruise habe ich es garantiert auch nicht abgekauft, die ganze Sache. Okay, ich glaube, jetzt dürften wir am Ende sein. Genau, es ist nur noch ein Gegner hier. Und die Sprungschanze verrät uns, da ohne hockt da der wiechte Wurm. So,
Und dem Endboss stellen wir uns, da wir jetzt die 20 Minuten erreicht haben und ich einfach nur ein mieser Drecksack bin, übermorgen nämlich erst. Und da sehen wir uns dann zum Endboss und zu dem, was uns dann noch erwartet. Das wird heute keine Extended-Episode, sondern eine sehr strikt noch plan 20-minütige Episode. Also machen's gut und bis übermorgen dann. Euer Yankee.